Hallo zusammen, cool, dass ihr euch da zusammengefunden habt. Kommt ruhig rein, hier reinspaziert zum heutigen Cola-Podcast. Das Thema wird recht nice heute Abend, aber ich brauche ein bisschen eure Hilfe, weil das nicht eine mega geskriptete Folge wird sein, sondern eher auch mit dem Input von euch wird arbeiten. Und ihr habt die letzten paar Mal immer auch so gut mitgemacht, darum hoffe ich auch, dass wir heute eine geile Diskussion führen können zum Thema Mindset von erfolgreichen Künstlern. Sprich, was braucht man als Künstler heutzutage, als Schweizer Künstler oder Künstlerin, zum erfolgreich zu sein? Und ich habe spezifisch erfolgreich noch rein da, weil ich ein bisschen unterscheiden und das auch respektieren kann, wenn man jetzt sagt, man macht Kunst völlig aus Non-Profit-Gründen, also ideologische, non-profitable Gründe dahinter, wo du kein Geld machen willst. Frau Blum ist auch da. Willkommen. Aber wir reden jetzt heute eher über nicht nur die Musik, sondern das Musikbusiness, wo es in diesem Podcast ja auch ein bisschen darum geht. Darum, wie du könntest vielleicht eines Tages deine Rechnungen zahlen mit deiner Kunst und was es für eine Einstellung oder ein Mindset bräuchte als Künstler oder Künstlerin. Darum, ich bin sehr, sehr offen für Input. Wenn ihr irgendetwas zu diesem Thema habt, schmeißt es in den Chat rein und wir können alle ein bisschen darauf eingehen. Ich würde einfach so ein paar Sachen zusammensammeln, vielleicht in dieser Stunde. Was man das Gefühl hat, was es tatsächlich braucht, um erfolgreich zu sein hier in der Schweiz. Die Regeln gelten natürlich auch international, wenn man jetzt irgendwie noch andere Länder im Kopf hätte, aber wir reden da jetzt erstmal einfach über Schweizer Künstler und Künstlerinnen oder Musikschaffende, die da jetzt wirklich zuschauen bei dieser Folge oder die später dann werden sehen auf dem YouTube-Channel. Die Frau Blum schreibt da schon, nützt die Zeit, die du hast für ins Studio gehen, Fokus. Sehr guter Punkt. Fangen wir schon mal so an. Finde ich auch, weil nichts wertvoller ist als deine Studiozeit wahrscheinlich. Ich sehe es zu oft, vielleicht da kleine Anekdoten, die ergänzt, was die Frau Blum da sagt, dass ich es zu oft sehe, dass Künstler und Künstlerinnen ja irgendwelche VIP-Events sind oder irgendwelche zu Sachen eingeladen werden, so Szenen-Shit, und verbringen dort dann teilweise mehr Zeit als im Studio. Und weil es ja genau um die Folge geht und die Frau Blum mir da den schönen Alley-Oop für den Slam Dunk gegeben hat, erfolgreiche Künstler und Künstlerinnen, die sind meistens, sobald sie fertig sind mit einem Job, sagen wir mal mit irgendeiner Promo oder mit einem Konzert oder fertig sind mit der Arbeit, die sie gemacht haben, fängt halt wieder die richtige Arbeit an und dann gehen sie eigentlich meistens wieder zurück ins Studio Musik machen. Also es gibt dort zwischen deiner Zeit, wo du abschalten tust halt und wo du Offtime hast oder Freizeit und zwischen deiner Studiozeit. Erfolgreiche Künstler verstehen, dass man die Zeit extrem gut ausnutzen muss. Weil du nicht mehr vielleicht bist du irgendwann unterwegs und du hast gar nicht mehr so viel Zeit, um ins Studio zu gehen. Sigi MC ist auch da, cool, dass sich da auch noch ein paar Künstler einschalten. Sigi, wir reden beim heutigen Thema ein bisschen darüber, was braucht's deiner Meinung nach oder eurer Meinung, die da zuschauen, was braucht's für eine Einstellung oder ein Mindset, dass man erfolgreich Künstler, Musiker kann sein oder Musikerin in der Schweiz. Aber Frau Blum hat das schon sehr gut da gesagt, einer der ersten Punkte. Es gibt natürlich ganz, ganz viele. Das wird in dieser Stunde jetzt auch nicht ein abschliessendes Gespräch. Young Champs ist auch da. Wir werden nicht alle Antworten können präsentieren, aber es soll einfach ein Sammelsorium geben, eine Sammlung von Einstellungen oder Mindsets, die es eurer Meinung nach braucht oder wo ich da auch ein bisschen mitdiskutieren kann. Aber ja, viel Zeit im Studio verbringen, anstatt vielleicht irgendwo anders, wo man sollte sein, finde ich, ein ganz, ganz guter Punkt. CGMC Official schreibt da Trust the Process. Okay. Ein bisschen kryptischer, aber ich weiss definitiv, was du meinst und was du raus willst gehen. Dass du mit dem Flow einfach am Prozess trauen. Glaub an dich, wenn es niemand macht. Big, sehr gross. Natürlich auch sehr, sehr ein grosser psychologischer Effekt da dahinter, CGMC. Weil auf dem Weg, also wenn ich das
Kobi ist auch noch da, super. Kobi, auch für dich, super Thema, weil ich brauche da Künstler und Künstlerinnen in dem Stream heute. Was ist der Mindset von einem erfolgreichen Künstler? Bringt gerne da Input rein. Sigi MC, um ein bisschen das zu ergänzen vielleicht, was du da auch noch sagst, weil ich es einen guten Punkt auch finde. Es wird vielleicht auf dem Weg zum Künstlertum, erfolgreichen Künstler sein, wird es halt sehr, sehr viele Leute geben. Nicht Haters, ich würde jetzt nicht Haters nennen, so, sondern vielleicht einfach Leute, die nicht daran glauben, an das, was du machst, oder deine Vision irgendwie nicht verstehen oder nachvollziehen können. Und genau in so einem Moment ist es wichtig, was da der CGMC sagt, dass man an sich selber glaubt. Auch wenn das super cheesy tönt und wie jeder Hollywood-Film, aber ich sage das auch ganz oft, Sigi, weil in diesen ruhigen Momenten, wo man vielleicht im Studio ist, wie das Frau Blum vorher gesagt hat, der Mindset ist international. Zu dem kommen wir dann noch, Kobi. Aber in dieser Zeit, wo man im Studio ist und man ist dort für sich selber und man hat niemand an der Seite, nicht irgendwelche Gruppen von Leuten, die sagen, boah, du bist der grossartigste hure Künstler oder Künstlerin. In diesen ruhigen Minuten, wo man dort wirklich eine Stunde lang an dieser hure Snare muss arbeiten oder irgendwie an diesen Vocals, die man noch nicht richtig drin hat, dort ist man meistens für sich selber und alleine. Und in so einem Moment musst du dich wirklich selber in den Arsch kicken und an dich glauben. Von dem her ist es sehr ein guter Punkt, Sigi, was du da sagst. Kobi schreibt halt da, der Mindset ist international. Finde ich auch, wie ich das jetzt würde ergänzen, das kann man auch so stehen lassen, ist natürlich ein hartes Statement da von Kobi 313. Ich würde meinen, wenn man es jetzt aus der Schweiz raus das erste Mal macht und man release da Songs auf Mundart, weil oftmals geht's ja in dem Collab-Podcast auch um Schweizer Künstler, dann finde ich es geil, wenn du zwar ein Schweizer Künstler bist, aber dein Strategielevel und wie du deine Songs präsentierst, ist auf einem internationalen Niveau. Das finde ich amigs geil, das bewundere ich amigs oder respektiere ich, wenn die Leute das nicht auf Schweizer Niveau nur machen wollen, sondern es sind zwar Schweizer Songs vielleicht, aber man denkt international und die Strategien sind, wenn nicht gleich gut oder besser teilweise als vielleicht Strategien, Release-Strategien, die man in anderen Ländern sieht. Von dem her denkt man soll auf jeden Fall international denken, finde ich auch. Herr Blum schreibt da noch, there are no shortcuts. Bist dir klar, wer du als Künstler bist, bevor Labels etc. reinkommen, wo alle eine Vorstellung haben davon, was du machen sollst. Voll. Perfekter hätte man das auch nicht können sagen, von der Frau Blum da. Es gibt keine Abkürzungen. Was sie mit dem meint, oder ich muss sie natürlich da nicht erklären, aber ich will es da einfach ein bisschen noch verallgemeinern oder auf ein Beispiel tun. Es gibt da kein Geheimrezept, dass du einfach irgendwo an einem Medium kannst anrufen oder an einem Radio kannst anrufen und sagen, spielt doch einfach meine Songs, und dann habe ich es plötzlich geschafft. Das geht in das rein, was der Sigi MC vorher gesagt hat, dass man am Prozess muss trauen und nicht will zu früh irgendwelche Sachen haben, wo gar nicht auf dem Weg liegen. Und die Sache mit der Abkürzung ist natürlich auch immer extrem verlockend, weil jeder wird halt gerne Abkürzungen nehmen. Auf dem Weg zu der Spitze. Jetzt blöd metaphorisch gesagt. Aber ich habe das jetzt noch nicht erlebt, dass es mag vielleicht Künstler und Künstlerinnen geben, die irgendwie teilweise Abkürzungen haben können nehmen. Aber wenn du das nicht auf einem festen Boden machst, wo du dir aufgebaut hast, dann gehst du auch ganz schnell wieder runter dort. Und dass du musst klar sein, was du als Künstler bist und auch willst, ist auch ein Thema Nummer 1 bei allen Künstlern, auch jetzt im 2019 und 2020, weil es oft vorkommt, dass man als Künstler, vor allem als Newcomer, nicht so gefestigt ist in seinem Mindset. Und das geht ja ein bisschen auch in dieser Folge, die wir da versuchen zusammenzusammeln. Und wenn du nicht gefestigt bist in dieser musikalischen Vision, die du hast, wie das Frau Blum da sagt, dann lässt dir viel schneller reinschwätzen von irgendwelchen Leuten. Ob das jetzt einfach Leute sind in deinem Camp, in deinem Team, oder Leute eben von irgendwelchen Industrieleuten, Labelleuten,
Und meistens meint man es auch gut, so, aber es ist trotzdem wichtig, weil es ist jetzt nicht so, dass dann auch die bösen Labels kommen und einem da reinschwätzen und irgendetwas kaputt machen. Das ist es auch nicht. So, das würde ich auch nicht so sagen. Die meisten meinen es dann gut, irgendwie, wenn sie Input geben wollen, aber dennoch musst du als Künstler oder Künstlerin selber halt eine Vision haben, weil die Vision kann dir niemand geben. Die musst du halt wirklich auch selber haben. Und das ist einfacher gesagt als gemacht, tatsächlich, weil ich das noch viel so oft gesehen. Young Champ schreibt da Peace. Aber ich weiss jetzt nicht, ob er mich grüßen will, der Young Champs, oder ob er sagen will, Peace ist der Mindset, den du heute musst haben als erfolgreicher Künstler. Fände ich eigentlich auch geil. Ja, du musst auch ein bisschen Selbstzufriedenheit haben oder Peace in dir inne, in deinem Herzen. Weil sonst klappt das wahrscheinlich auch nicht. Aber wir haben recht gute Inputs bis jetzt gehabt. Darum bringen da sehr, sehr gerne weitere Inputs, weil ich will da vor allem auf eure Sachen eingehen. Ich habe da nicht ultra viel vorbereitet für diese Folge jetzt. Frau Blum schreibt ein gutes Beispiel. Ein Jahr bevor Lon Lödig auf der Hauptbühne vom Gurten gespielt, ist ihnen abgeboten worden, auf der Hauptbühne zu spielen, wo eine andere Band ist abgesprungen. Sie haben abgelehnt, weil sie nicht ready waren. Gutes Beispiel. Ja, finde ich einen guten Punkt. Weil das braucht sehr viel Eigenverständnis, wo man gerade steckt im Moment, als Künstler oder Künstlerin, dass du etwas würdest ablehnen, obwohl das eigentlich eine mega geile Situation wäre. Aber man weiss vielleicht selber innerlich, dass man gar nicht ready wäre für das, oder dass das nicht deinem Status, wo du vielleicht jetzt gerade im Moment hast, entspricht. Und das ist eben nachher so Abkürzung, ein Shortcut, wo du vielleicht könntest nehmen. Aber ob das nachher aufgeht, meistens ist halt das nicht der Fall. Darum kann ich das auch respektieren, dass man nachher als Künstler sagt, man macht das bewusst nicht. Man nimmt nicht bewusst irgendwie einen grösseren Gig an oder irgendetwas, wo halt einfach, ja, im Hip-Hop nennt man es Cloud Chasen. Dass man halt nicht irgendwie etwas voreilig macht. Sigi MC schreibt da, ich glaube, man muss sich auch darauf gefasst machen, immer einmal mehr aufzustehen, als man fällt. Weil gelernt habe ich durch Fehler bis jetzt immer mehr als durch direkten Erfolg. Auch ein super Punkt, Sigi. Weil ich auch denke, dass man nur mit Fehlern wachsen kann. In so einem Aspekt. Vor allem künstlerisch. Egal, ob du jetzt an neue Musik schaffst oder an deinem Release irgendwie etwas besser machen willst beim nächsten Mal. Du kannst nur erkennen durch deine Fehler, wie du das vielleicht auch bei einem nächsten Song Release halt könntest auch besser machen. Das kann man wieso, es ist ja cool, dass man das von beiden Seiten kann anschauen. Vielleicht im Studio, wenn du jetzt irgendwie Songs bauen tust und etwas hättest besser machen beim nächsten Mal. Oder aber bei einem Release selber, wenn man vielleicht etwas abgehackt hat, irgendwie das nicht richtig auf die Streaming-Plattformen da hat oder das hätte besser mit Content präsentieren. Wichtig ist, wie der Sigi da schreibt, aber, dass man die Fehler erkennt und davon lernt. Ich sehe es natürlich auch allzu oft, dass Leute immer wieder den gleichen Fehler machen. Also Künstler immer wieder in den gleichen Fallen reintappen, weil sie nicht merken, was sie da für einen Fehler machen. Young Champ schreibt, nein, ich wollte grüßen, aber No Cap Peace ist wirklich wichtig. Voll, Young Champs. No Cap ist auf jeden Fall wichtig, dass man auch Peace in seinem Herzen hat, um erfolgreich zu sein. Frau Blum schreibt dann noch, sie haben erst spielen, wo sie ready waren und es quasi verdient haben. Denn wenn sie genug gross waren, super Einstellung. Finde ich auch absolut. Weil das ist sehr, sehr schwierig, um dort ja nachher Nein sagen. Aber in einem Nein ist eben auch eine sehr, sehr grosse Macht. Muss man auch verstehen, dass man nicht immer sofort Ja muss sagen. Das Internet ist am Sterben, kein Problem. Jan Kobi. Für die das Internet am Sterben ist, wird die Folge nachher auch später auf dem YouTube-Channel sein. Unter Collab Podcast. Von dem her, für die da jetzt neu einschalten, cool, dass ihr dabei sind. Wir reden heute über den Mindset von erfolgreichen Künstlern oder Künstlerinnen. Was braucht's zum erfolgreich zu sein? Bringt bitte sehr gerne Input da in den Chat rein. Egal, ob das jetzt Inputs sind, dass WLAN am Verrecken ist, oder wie der Young Champs da vorher gesagt hat,
dass man Peace und Love braucht, um können auch erfolgreich sein. Lol, das ist wirklich der Kobe. Ja, das ist wirklich der Kobe, Young Champs. Ich habe gedacht, das ist einfach einer, der so, auch so heisst, ein Troll-Account. Kobe, hast du schon Troll-Accounts eigentlich? Auch ein Zeichen von einem erfolgreichen Künstler und Künstlerin, wenn man schon Troll-Accounts hat. Fan-Accounts von sich selber, wo du nicht selber bist. Der Hashu Meshu, wo ich immer den Namen kaputt mache, schreibt da Mindset im Studio. Frage an die und auch alle, die zuschauen. Also, das ist eine Frage, die auch alle, die da zuschauen, gerne beantworten können. Alle, die zuschauen, wenn in deinen Productions stecken bleibst und keinen Plan hast, wo oder wie weiterfahren, was macht man dann? Ich bin ein Troll-Account. Okay, easy, das ist in dem Fall nicht der echte Kobe da, Leute, ich muss euch ein bisschen enttäuschen, sorry. Wie ihr da gesehen habt, eine Frage an euch alle, die ich da gerne noch mal vorlese. Was macht man, wenn man in einer Produktion feststeckt im Studio und keinen Plan hat, wie man weitermachen kann? Sprich, irgendwie eine Blockade, eine Schreiberblockade vielleicht oder eine kreative Blockade. Was macht man dann? Ich habe da dazu sicher auch spontan irgendwie eine Meinung. Und zwar würde ich eher sagen, nichts forcieren und einfach mal ein bisschen stoppen. Und vielleicht entweder am nächsten Tag weitermachen oder mal wirklich 2-3 Stunden deinen Ohren Pause gönnen und dann wieder mal kommen. Alles löschen, schreibt da der Troll-Account von Kobe. Shift Delete, okay, ist auch eine Möglichkeit. Gerne weitere Input da in Chat. Ich persönlich bin nicht mega Fan von Projekt-Deleten, aber wenn es wirklich Trash ist und man fühlt es wirklich nicht und man bereut auch nicht am nächsten Morgen, dass man das gelöscht hat, dann kann man es auch löschen. So, ich finde, man soll jetzt auch nicht auf Teufel komm raus gehen forcieren. Young Champs schreibt da, also das ist wirklich schwierig. Am besten abbrechen die Session und zum Beispiel neue Shit anfangen und dann mal nach einer Zeit dran. Also nach einer Zeit wieder dran gehen, schreibt da der Young Champs, etwas Neues anfangen. Das Problem ist einfach, du darfst eben auch nicht 5 neue Sachen anfangen und dann sind die 5 neue Sachen auch unfertig. Die Diskussion habe ich mit gewissen Produzenten unter euch, ab und zu auch jemand, der da gerne auch mal einschaltet, dass man immer das Verhältnis fertige Projekt zu unfertige Projekt sollte immer Minimum 50-50 sein. Das ist jetzt meine bescheidene Meinung. Ich bin nicht so oft im Studio wie gewisse Leute, die da zuschauen, aber ich sehe es auch mega ungern, wenn mir irgendjemand 90 unfertige Projekte zeigt und 10 fertige Projekte. Das zeigt, dass dich einfach extrem schnell ablenken von irgendwie neuen Sachen. Aber der Hash schreibt da, hi Kobe, okay. Für weitere, die da noch Input geben wollen, sehr gerne da in den Chat hineinschreiben. CGMC schreibt, ich zwinge mich nicht beim Sounden. Lieber neue Songs machen, die reibungslos laufen. Weder verklemmten Stuff machen. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der Konsens von vielen. Dass wenn es irgendwann nicht weitergeht, muss man das jetzt nicht stressen. I disagree. Okay, gut, wir haben schon da Gegenseiten. Das ist perfekt so. Hast schon so viele Songs plötzlich 2-3 Jahre später wieder gefunden und bin plötzlich sehr inspiriert gewesen. Darum vielleicht nicht löschen. Also wir haben da das Gegenargument, Troll-Account Kobe, dass man vielleicht nicht löschen sollte. Ich habe das Gefühl, man kann alles wieder verwerten. Alles eigentlich, was man angefangen hat. Aber man sollte auch nicht lazy sein und einfach eben 15 Projekte anfangen. Aber das tue ich jetzt auch niemandem unterstellen, da natürlich, der da am Zuschauen ist. Aber ja, agree, Songs muss man manchmal auch einfach fertig machen. Die meisten gehen sonst einfach verloren. Ja, ich finde es einfach schade, wenn Zeit verloren geht, wo man da investiert hat. Aber, wie das der Sigi ganz am Anfang gesagt hat, das ist halt auch der Mindset von einem erfolgreichen Künstler, dass man auch muss klar kommen durch Durchstrecken. Also Durchstrecke im Sinn von du musst das jetzt handeln, wenn mal einen Monat man da im Studio hockt vor dem Bildschirm und es passiert einfach nichts. Oder vor den Keys, vor den Pads oder was auch immer. Oder vor den Bongos, je nachdem welches Instrument du gerade irgendwie geil findest. Oder Saxophon vielleicht auch, wie ich da jetzt gerade in ein paar Produktionen gesehen, lately.
Und wenn halt nichts passiert, dann musst du auch können durch die Durchstrecke, durch die Inspirationsdurchstrecke können durchschaffen. Beziehungsweise kann man auch auf die Seite lassen, aber dann ist vielleicht die Idee auch nicht, dass man das 3 Monate einfach sein lässt, so. Weil ich glaube schon, dass dort etwas dahinter steckt, dass erfolgreiche Künstler und Künstlerinnen verstehen, dass es halt Ups und Downs wird geben. Es wird halt Uptime geben und Downtime. Also Tage oder Wochen, an denen du nicht so viel machst oder nicht so gern dran hockst. Aber die Qualität, finde ich, steckt dahinter, wenn du auch deine Arbeit machst, wenn du gerade nicht so gern dort hockst, beziehungsweise nicht dich durchzwingen, aber man muss auch können den Shit machen, den man nicht gern hat. Weil es ist nicht alles nur cool und man kann nicht nur den cool Shit machen. Aber das ist jetzt vielleicht eher etwas, was mit der Arbeitsmoral nachher zu tun hat. Ich hoffe, ihr versteht ein bisschen, was ich da meine. Aber es soll auch nicht sein, dass man da irgendwie sich aufzwingen muss. Young Champ schreibt aber, schau, ich habe jetzt etwa 30 unfertige Sachen und ich habe das, wo ich momentan am meisten finishen und letzten Sonntag im Mix gegeben 8 Songs und bin irgendwie zufrieden jetzt. Ja, nein, es ist ja okay. Also wenn du ein gutes Verhältnis hast, Young Champs, von fertigen Sachen, die nachher aus diesen 30 unfertigen Sachen entstehen, dann ist es super gut. Ich fände es jetzt ein bisschen schade, wenn man gesagt hätte, ist ein Song davon hast du ins Mix geschickt, von diesen 30. CGMC schreibt dann noch, das Problem ist halt einfach bei Songs, die 2/3 Jahre alt sind, dass man sich hoffentlich weiterentwickelt hat und ich persönlich fühle den alten Shit nicht mehr so hart und würde es lieber gern geil machen. Ja, das ist halt schon das Problem. Merci, am meisten gefällt. Ja, Young Champs, easy. Aber ich weiss, was du meinst. Und ich weiss auch, was der CGMC da meint, dass man halt auch nicht zurückgehen zu irgendwelchen alten Songs. Da habe ich aber gerne noch eine Anekdote dazu, die auch zum Thema passt. Merci für die diversen Meinungen. Ja, merci vielmal für all die Leute, die da Input geben, weil ich kann jetzt auch nicht, soll auch nicht darum gehen, dass ich da jetzt mega viel schwätze. Aber zu dem, was der CGMC da gesagt hat, mit Sachen, älteren Sachen und wieder zurückgehen, dort steckt auch eine Qualität hinter Leuten, die das mit einem erfolgreichen Mindset anschauen, oder Leute, die weiterkommen wollen, dass du auch verstehst, wie du älteres Material, wo du hast, oder ich sage mal in Anführungs- und Schlusszeichen älteres Material, dass du das auch irgendwie verwerten kannst. Weil was ich mega schade finde, aber das ist meistens mit releaseden Songs, ich habe ganz oft die Diskussion, wenn du schon Songs released hast und die sind in deinem Katalog, dass du mit denen, wenn die dann nach einem Jahr schon veröffentlicht sind, nicht mehr mit denen arbeiten. Und es ist eine riesige Stärke dort dahinter, wenn man versteht als Künstler oder Künstlerin, dass man mit seinem alten Material auch immer noch vielleicht Sachen machen kann. Ob das jetzt der Live auf einer Tour ist, die spielen, oder ob man irgendwelche Live-Sessions daraus macht aus seinem Katalog, die irgendwie neu verwerten. Und eigentlich kann man auch so seine Projekte anschauen, wo man da in einem Studio-PC irgendwie hat, wo man noch nicht veröffentlicht hat, dass es schon kann sein, dass du zurückgehst. Es gibt ganz oft auch Stories von internationalen Künstlern, die ich gesehen habe, die gesagt haben, hey, der Track, den ich da rausgegeben habe, der ist 2-3 Jahre rumgelegen. Die Leute draussen verstehen das ja gar nicht. Die Zuhörer, die interessiert das auch gar nicht wirklich. Wenn der Song geil ist, ist der Song geil am Ende vom Tag. Ich hoffe, verstehen ein bisschen, auf was ich raus will. Der Blum schreibt da, klar nimmst du nicht einfach einen alten Song und releasest ihn, aber kann eine super Inspiration sein, voll. Es muss ja nicht heissen, dass der in dieser Form genau so rauskommen soll. Würde es ja wahrscheinlich dann nicht so sein. Es sei denn, man hat jetzt so visionäre Produktionsansichten, dass man Songs von 2005 kann machen, die so tönen wie 2020. Das ist natürlich schon krass. CGMC schreibt da, ja, das ist redet eigentlich nur von geschriebenen Sachen, die nie aufgenommen worden sind. Spielen tue ich an einem Konzert auch alles, was ich mache, mehr oder weniger, ist ja auch cool so. Ja, voll bei Text, Sigi, ist vielleicht halt schwierig, ja, weil vielleicht hast du nachher Texte zu einer gewissen Zeitperiode geschrieben, die jetzt einfach irgendwie, datiert sind oder sich alt anfühlen, wenn du die nochmal würdest irgendwie vorholen, das verstehe ich schon. Und die können dann vielleicht irgendwann in einem Textbook enden, trotzdem, Sigi.
die können dann in so einem Songbook könnte dann verewigt werden oder so alte Lyrics, so wie man es von grossen, legendären internationalen Künstlern kennt, wo so unreleased Autorentexte irgendwann rauskommen. Frau Blum schreibt dann noch, Bluesmusik ist ja immer zu einem gewissen Prozentsatz eine Reference zu etwas, was es schon gibt. Entweder von anderen oder von dir. Voll, das ist dann natürlich immer auch Inspiration. Also als guter Grundsatz, wenn man es jetzt mit dem Thema verbindet, was Frau Blum da sagt, ist vielleicht ein erfolgreicher Künstler oder eine Künstlerin, der Mindset oder die Einstellung von dem Künstler ist, dass du auch versuchst, halt immer inspiriert zu bleiben in irgendeiner Form. Und wenn du merkst, es gibt irgendwann vielleicht eine Blockade, dann muss man vielleicht einfach wieder das Leben leben und irgendwie etwas machen im Leben, um wieder andere Facetten kennenzulernen und können über neue Sachen zu schreiben. Weil ich kann auch verstehen, wenn du natürlich ewig im Studio bleibst, kann das irgendwann auch ein Widerspruch werden, weil du dich wiederholst mit deinen Themen vielleicht. Sie schreibt da genau das meine ich. Ja, darum mit der Weiterentwicklung ist ja auch das Mindset zu gewissen Sachen, die können changen, nicht nur der Sound und der Vibe, voll. Das ist ein guter Punkt an das Sigi, wie er das da schnell zusammengefasst hat, dass erfolgreiche Künstler, ich nehme da jetzt gerne auch eure Inputs, weil ich da nicht will, es ist nicht so, dass ich jetzt da alle Antworten auf das Thema parat habe oder da mega viele Anekdoten vorbereitet habe. Aber ich finde es gut, dass ich nachher gewisse Sachen ergänzen kann. Weil sie hat das gut geschrieben, dass ich auch finde, erfolgreiche Künstler vielleicht haben dann eher so eine Einstellung, dass sie auch offen sind, sich verändern zu können oder zu wollen. So wie er das da schreibt. Weil man muss sich auch ein bisschen öffnen können und auch ein bisschen experimentieren, weil man sonst nie wir haben das schon mal gehabt in einer anderen Folge, die auf dem YouTube-Channel ist, dass man sonst nie zu seiner eigenen richtigen Identität kommt. Musikidentität meine ich jetzt als Künstler, wenn man vielleicht auch nicht offen ist, sich selber wirklich zu finden. Sei es mit Inspiration von anderen Sachen oder so, weil einfach etwas kopieren und das nachher 10 Jahre so machen, ja, geht vielleicht auch. Aber ist das nachher wirklich etwas Eigenes, wo du erschaffen hast oder wo dich selber ausmacht und deine eigene Identität ist vielleicht halt dann auch nicht. Aber ich respektiere es auch, wenn man etwas kopiert und vielleicht das Kopierte besser kann machen als Original. Beispiel China, weiss doch auch nicht, wo alles kopiert, was die Amerikaner machen und das teilweise einfach besser können. In dem ist natürlich auch ein gewisser Sport dahinter oder Qualität. Frau Blum schreibt dann noch, Plus-Songs sollten die eigentlich zeitlos sein. Wo ist ja auch nicht, dass die Song nach einem Jahr allen auf den Sack geht. Ein richtig guter Song ist in 5 Jahren immer noch gut. #Think. Voll, Frau Blum. Also ein Ding. Das ist natürlich schwieriger, das jetzt in das Thema als Kontext hinein tun, weil ich wollte sagen, ein erfolgreicher Künstler oder eine Künstlerin versteht auch den Mindset, dass du musst Songs machen, die zeitlos sind. Aber es ist ein bisschen schwierig zu sagen, mach zeitlose Songs, weil man weiss nicht, was ein Classic wird von deinem Katalog und was nicht. Aber ich denke, was man da könnte sagen zu dem Punkt, wo Frau Blum gesagt hat, ist, dass du nachhaltig, und um das geht es auch ganz oft in diesem Podcast, bei diesen Folgen, dass du langfristig denken und nicht nur kurzfristig, sprich 3-4 Monate, sondern überleg dir ein bisschen das grössere Bild dahinter, weil erfolgreiche Künstler, und das kann man dann schon so sagen, das ist jetzt nicht mega weit hergeholt, die haben dann vielleicht eine Vision, was sie die nächsten paar Releases machen wollen und nicht nur ein Song nach dem anderen und du weißt nicht, was du als nächstes machst. Es geht natürlich beides, aber vielleicht, wenn du es ein bisschen langfristiger anschaust oder ein bisschen nachhaltig, dass das jetzt nicht nur eine Sache ist von einem Monat, kann es auch sein, dass du vielleicht auf Songs kommst, die auch länger heben, wie da Frau Blum gesagt hat. Und ich befürworte das immer mehr. Ich finde, es soll immer eine Kombination sein aus Songs, die gerade aus einem Moment heraus entstehen, kurzfristig, also so mit denen du shooten kannst, so Munition einfach,
Und dann soll es aber auch Songs geben, wo du vielleicht länger dran schaffst, oder Projekte, die auch wirklich verheben und auch länger die Leute draussen könnten interessieren. Und ich glaube, das merkt man amix in der Produktion. Nicht, dass man jetzt weiss, was davon ein Classic kann werden oder nicht, aber ja, man versteht vielleicht amix auch ein bisschen, welche Songs vielleicht legendärer könnten werden in deinem eigenen Kosmos als andere, als Künstler. Und das muss man ein bisschen unterscheiden. Darum zum Mindset von erfolgreichen Künstlern. Die wissen vielleicht dann teilweise, was verhebt länger und was ist einfach nur so ein bisschen Zucker, wo ich den Leuten jetzt gerade sofort gebe. Und es soll vielleicht eine Kombination aus beiden Sachen sein. Der Hashmi, nenne ihn jetzt auch mal wieder Hashmi, der Amir ist es natürlich. Wenn die Leute auf seinen Account gehen, dann werden sie sehen, dass der Amir heisst. Das schreibt da noch, das kommt aber nachher darauf an, ob du ein temporärer Cloud-Chaser bist oder ob du für immer rum sein. Voll, mega guter Punkt. Der Amir hat das besser zusammengefasst, als ich das jetzt da irgendwie in meinen 15 Minuten haben können sagen, weil ich ja gerne mal ein bisschen ausschweife teilweise. Eben, das ist die einzige Unterscheidung und das tut dich auch ein bisschen zementieren, ob du willst einen erfolgreichen Mindset haben oder nicht. Bist du nur ein temporärer Cloud-Chaser oder willst du für immer da sein? Play forever. Wie das der Jay-Z auch immer gesagt hat. Oder ist mal ein Quote von ihm irgendwo gewesen, in einem Interview. Play forever. Dass du, klar, forever ist eine sehr lange Zeit, aber was der Amir da meint, mit temporär Cloud chasen, für die, wo nicht mega Hip-Hop affin sind, würdest du nur den Trends nachjagen, irgendwelche kurzfristigen Trends und auf irgendeinen Zug aufspringen, wo es schon geht und wo du weißt, die Blase platzt vielleicht jetzt dann bald, oder willst du länger spielen als nur der Trend oder der Hype? Und ich finde schon, dass es dann eine Unterscheidung natürlich dort gibt von Leuten, wo das professioneller meinen und Leuten, die das nicht so professionell meinen. Und dort halt eben ein bisschen Unterscheidung ist zwischen den Künstlern, die wirklich auch den Erfolg haben. Das heisst nicht, dass du den Erfolg nicht mit irgendeinem Hype kannst haben oder mit irgendeinem Trend, wo du jetzt gerade irgendwie hast. Aber was dann vielleicht der erfolgreiche Künstler oder Künstlerin unterscheidet, ist, du kannst schon vielleicht einen Track machen, wo jetzt voll der Hype ist oder irgendwie auf einer Trendwelle ist, aber wenn du dann dort oben bist und die Leute hören dir jetzt dazu, was machst du dann mit der neuen Attention, die du bekommen hast, oder mit diesen neuen Augen? Dort unterscheidet sich dann, wie erfolgreiche Künstler damit umgehen, Leute, die vorbereitet sind. Das hat dann auch viel mit Vorbereitung zu tun, oder Leute, die halt nicht vorbereitet sind. Weil Vorbereitung, Preparation, ist halt auch ein ganz grosser Punkt, wo ich jetzt da spontan einfach mal reinwerfe, dass du musst auch können vorbereitet sein, beziehungsweise deine Materie wirklich studiert haben und deine Materie auch können, für den Fall, dass es irgendwann einmal anzieht auch, dass du halt nicht völlig untergehst in dem. Frau Blum schreibt da noch Mindset von erfolgreichen Künstlern, ein bisschen schwierig, in der Schweiz schon klar, aber there is no plan B. Mach das, was du machst, zu 100%. Don't play it safe. Ein sehr guter Punkt. Und sie schreibt halt da auch in Klammern, schwierig in der Schweiz, weil wir auch ganz oft die Diskussionen haben, und die Diskussionen habe ich natürlich auch oft, dass es in der Schweiz ein bisschen schwieriger ist, weil du halt so viele Alternativen da hast, wo halt auch attraktiv wären. Control schaut dazu. Cool, dass noch für die da noch einschalten da oder random zuschauen, willkommen an diesem heutigen Abend. Control auch für dich. Wir reden da ein bisschen über den Mindset von erfolgreichen Künstlern. Und erfolgreich kann natürlich alles sein, wie man das selber definiert. Aber ich definiere das so, Leute, die auch wirklich eine Künstlerkarriere haben wollen und etwas Langfristiges aufbauen wollen. Darum gerne euer Input da in den Chat rein. Frau Blum schreibt da noch ergänzend bis vorbereitet. Mega gut und wichtiger Punkt. Zu dem kann ich nachher noch ein bisschen drauf eingehen, aber ich will da zuerst noch auf den No Plan B noch ein bisschen weiter eingehen, weil das ein sehr guter Input ist, wo ihr da bringt. Kein Plan B und das Don't Play It Safe
weil ich sehe das natürlich ganz oft und ja, ich muss das jetzt auch ein bisschen vorsichtig sagen oder ein bisschen respektvoll, weil am Ende des Tages muss jeder sein Brot können kaufen oder zahlen am Ende vom Monat oder Rechnungen können zahlen. Und als Newcomer vor allem oder Leute, die da zuschauen und vielleicht wollen ein bisschen mehr Musikbusiness haben in ihrer Karriere oder ein bisschen, dass es ein bisschen mehr läuft. Ich kann das verstehen, dass es am Anfang natürlich schwierig ist, sich da über Wasser zu halten. Aber man muss das schon ein bisschen mit einem Mindset angehen. Es gibt keinen Plan B. Aber das tut sich nicht nur, was Frau Blum da sagt, tut sich nicht nur aufs Geld ausschlagen, sondern mit dem kein Plan B kann es auch sein, dass es eben, weil wir vorher über Studiozeit geredet haben, dass es so Situationen kann geben, wo du an einem Freitag, Samstag, Sonntag, weil du während der Woche noch am Arbeiten bist und am Abend einfach ein bisschen Zeit hast, aber vielleicht an der Freitag, Samstag, Sonntag dich halt einsperrst im Studio. Und das gehört halt auch zu dem Mindset, dass wenn halt dort dir Leute anrufen und die wollen mit dir etwas abmachen und du sagst aber, du bist da der Künstler oder die Künstlerin, die wirklich etwas reissen in der Schweiz oder international, wie es da ein paar andere gesagt haben, dann gibt's wie so keine Ausrede, dass du plötzlich trotzdem mit deinen Jungs oder mit deinen Girls entsprechend trotzdem rausgehst an einem Samstag und so Leute wie ich dich dann an irgendwelchen Industriepartys sehen oder irgendetwas. Weil das ist dann wirklich ein bisschen ein Widerspruch. Ich verstehe das mit dem, wenn du Alternativen hättest, dass du Geld brauchst und wegen dem arbeiten musst. Aber es gibt ganz, ganz viele andere Kompromisse, wo eben Künstler und Künstlerinnen machen, wo sehr, sehr schnell mal auch ein bisschen eine Ausrede kann sein. Vor allem, wenn es um Studiozeit geht. Weil für die das jetzt schauen vielleicht und das Thema interessiert und auch selber künstlerisch aktiv sind, fragt euch effektiv, wie lange sind ihr eigentlich im Studio, wie fest arbeitet ihr an eurer Musik und was macht ihr, wenn irgendein Kollege oder eine gute Kollegin kommt und sagt, hey, machen wir jetzt etwas ab, sind ihr halt eher die sagen, ja, nein, heute kann ich leider nicht, ich muss halt arbeiten, ich muss mit einer Berufung nachgehen, oder sagt ihr, ja, voll, ich komme. Das bedeutet auch nicht, dass du kein Leben solltest haben, aber vor allem in deiner Anfangszeit, denke ich jetzt einmal, so als Newcomer, Newcomerin, gibt's dort halt nicht einen Plan B. Oder wie Frau Blum das gesagt hat, als Alternative, dass du trotzdem in den Ausgang gehst, aber nebenbei noch im Studio bist und so. Man kann nicht beides haben. So habe ich das jetzt eher gemeint. Der Amir schreibt dann noch, was ich mache, aber was ist, mach, wo du machst, kommt ja wieder auf den Mindset an. Bist du ein Individuum oder so ein Hype-Mitläufer? Absolut, Amir. Machen, wo du machst, ja, ob du das halt selber willst machen oder halt nicht. Ich meine, das hat halt mit dem Künstler auch ein bisschen zu tun, dass du halt individuell für dich selber denken. Young Champs schreibt da, bestes Beispiel, Apache 207 und Capital Bra, die haben schon Jahre zuvor Musik gemacht, vor ihrem Hype, sind nicht plötzlich lost gewesen, wo auf einmal alle am Zuschauen, sondern alle am Zuschauen gewesen sind, meint er da, sondern haben weiter ihre Musik gemacht und das fruchtet auch absolut. Das geht genau in das rein, Young Champs, was du da sagst, ihm halt eben vorbereitet sein. Weil jeder wird natürlich jetzt vielleicht das haben, was der Apache 207 und der Capital Bra haben in Deutschland, oder wenn man jetzt sich mit Deutschrap zum Beispiel befasst. Und jeder wird auch den Konsum von diesen beiden. Aber du musst auch wirklich können, das nachher auch standhalten und können die Leute beliefern. Weil was die Leute nachher nicht realisieren, mit mehr Konsum kommen auch mehr Augen. Und bei mehr Augen ist es dann auch schwieriger, musst du auch tatsächlich vielleicht mehr Input leisten, als du das vorher gemacht hast. Und dann ist eben die Frage, kommst du überhaupt nach mit dem Nachliefern von Songs oder von Projekten, weil du natürlich auch jetzt viel, viel mehr Leute hast, die du musst belustigen, sage ich jetzt einfach mal. Oder Hörer hast, die dir zuschauen. Kobi 313 schreibt da, der Troll-Account vom Kobi, ihr müsstet einfach Spotify Plays kaufen. Okay, ja. Das ist natürlich ein Thema, das jetzt da aufgemacht wird, wo die restlichen 20 Minuten, die wir da haben, ein bisschen übersteigt. Kobi, ich kann da nur dazu sagen,
ich bin für organischen Konsum. Ich hoffe, das ist auch immer so übergekommen in dem Collab-Podcast oder in dem, was ich mit Künstlern und Künstlerinnen rede, dass ich nicht auf den Fake-Shit stehe. Ich glaube auch nicht so fest, der Colo lügt. Glaube dem Troll-Account nicht. Ich bin wirklich für organischen Konsum. Und dass Leute auch tatsächlich auftauchen an deinen Shows. Also echte Menschen und nicht nur NPCs. So wie andere das porträtieren. Und zum ein bisschen Spass bei der Seite auch haben, wenn es um die Fake-Play-Diskussion geht, um Klickkäufer und so, muss man auch wirklich hure aufpassen, weil da ist auch sehr, sehr viel gefährliches Halbwissen ist da im Umfeld und verbreitet. Und man weiss da teilweise, wenn man halt nicht in dieser Industrie deep drinnen ist, weiss man auch nicht alles. Und es ist sehr, sehr gefährlich, wenn man da natürlich ein bisschen auf Conspiracy Theories vom Internet auch ein bisschen traut, dass das ja bei allen so ein bisschen gefaked ist und so. Ich glaube immer noch an organischen Konsum am Ende vom Tag. Young Champs, Alter. Ja, Young Champs nehmen nicht ernst. Das ist nur ein Troll-Account. Das ist keine, das sind Bots da wieder, wo in meinem Chat sind. Nein, nur Spaß. Ich will da keine Bots in meinem Chat. Ich will auch nur echte Leute. Bitte Leute. Frau Blum schreibt da, es geht nur organisch. Alles andere ist nicht sustainable. Danke vielmals, dass mich Leute da noch ein bisschen retten. Es gibt keine Shortcuts. Voll. Darum glaube ich auch nicht an das, Leute. Das ist natürlich auch der Mindset von einem erfolgreichen Künstler oder erfolgreichen Künstlerin. True schreibt da der Amir. Der Mindset, dass du verstehst, dass du dich nicht auftrickseln kannst oder aufmogeln. Wie sagen wir? Mogeln, ja. Es kann schon sein, dass es vielleicht irgendwann einmal kommt in deiner Karriere, dass dir irgendwelche ominöse Leute etwas anbieten. Ihr müsst einfach overnight blowen. Oh, das traurige Emoji noch. Es gibt halt so etwas wie overnight blowen nicht. Aber der Kobi Troll Account tut da gerne auch amigs die Ironie dahinter, dass er das am besten da versteht. So. Aber wegen dem ist das auch ein schöner Troll, der da passiert. Wie gesagt, Leute, der erfolgreiche Künstler oder Künstlerin versteht auch, dass du nicht auf so Tricks oder auf so dumme Fallen reingehen und dir halt auch nicht von irgendwelchen ominösen Leuten kannst sagen lassen, oder sollst sagen lassen, hey, übrigens, ich habe da irgendeinen komischen Verteiler auf WhatsApp und wenn wir dort reingehen und du zahlst mir 2000 Euro oder was auch immer, das ist jetzt alles nur hypothetisch. Ich rede da nicht von irgendwelchen Real-Life-Beispielen, gell, Leute. Ich mache da Jokes auch teilweise. Heisst nicht, dass es das nicht gibt irgendwo draussen, aber das sind irgendwelche schwarze Schafe, von denen man auch wirklich weit sich entfernen soll. Aber ich kann verstehen, dass überall dort, wo es halt Charts gibt, oder überall dort, wo es Verkaufsstatistiken gibt, das ist schon immer die Historie gewesen von allen Branchen, ne? Dass es halt auch Leute geben, die Abkürzungen nehmen oder illegale Abkürzungen, weil dort wird auch noch die Unterscheidung gemacht zwischen den legalen Shortcuts und illegalen Shortcuts. Am Ende vom Tag müsst ihr verstehen, bei der ganzen Bot- oder Klickkauf-Diskussion und so, der Shit wird er wieder weggenommen. Das realisieren viele auch gar nicht. Wenn du dir irgendwelche Follower würdest kaufen auf Instagram oder auf YouTube irgendwelche Views würdest kaufen, das meiste von dem wird in kürzester Zeit wird das detected und es wird er irgendwann, wenn wieder einmal Bannwellen passieren, wird der Shit wieder weggenommen. Darum, es lohnt sich gar nicht. So, gebt kein Geld aus für so Shit. Aber, ich will da jetzt auch nicht irgendwie mega fest über das Thema reden, weil um das geht's auch nicht bei der Folge. Aber danke für euren Input, alle, die da reinschreiben. Young Champ schreibt dann noch, Jakobi, trink mit mir. Sieht ein bisschen auffällig aus. Uff! Ich finde eben nicht. Ich finde beim Ding, Hashtag Mero, ich finde, beim Kobi Troll Account, wenn das jetzt der 8. Kobi ist oder nicht, sieht es eben genau sehr organisch aus. So. Es sprechen sehr viele Argumente dafür, dass es eigentlich organisch sollte sein. Und es ist auch bei den meisten Leuten organisch. Kollegen, ihr müsst auch ein bisschen verstehen, dass eben ich gebe euch da gerne auch ein bisschen andere Insights oder ich kann mir da gerne schreiben, wenn ihr Fragen zu dem habt. Aber es sind nicht mehr Fake Plays als organische Plays. Es ist umgekehrt so.
Dass es aber ein paar schwarze Schafe gibt, das kann schon sein. Aber wie gesagt, back to the topic. Wir haben da jetzt noch 15 Minuten bei dem Cola-Podcast, wo wir ein bisschen über noch den Mindset von erfolgreichen Künstlern reden können. Ein paar haben das vorher schon reingebracht. Vorbereitet sein, finde ich einen guten Punkt. Geduld haben, ist auch ein sehr guter Punkt, wo da in das Beispiel vom Young Champs auch reingegangen ist, dass sich dort vielleicht auch ein Capital Bra, ich würde jetzt nicht für die Leute reden, weil ich habe mit diesen Leuten natürlich direkt nichts zu tun. Aber vielleicht kann man halt vorstellen, der Mindset dort dahinter, dass man halt nicht sich selber gestresst hat und denkt hat, ja, das muss jetzt morgen funktionieren, sondern dass man auch Geduld hat und versteht, dass das eben nicht von heute auf morgen passiert. Und das verstehen natürlich auch die Leute, die da ein bisschen Späßchen machen wollen, dass du, wenn du das wirklich eine wahrhaftige Karriere willst haben, wo da von einem realen Boden ausgeht und wo du dir ein Standbein willst aufbauen, weil wir da ja eben oft auch nicht nur über Musiker reden, sondern über Musiker, die vielleicht im Business etwas machen, also beides kombinieren, dass du dort auch die Einstellung musst vertreten, dass das ein Geduldsspiel ist. Heisst das, du musst jetzt 15 Jahre strugglen und wenn es 15 Jahre lang nicht klappt, dann mach trotzdem weiter. Irgendwann aber eine gewisse Zeit wird es halt ein bisschen schwierig zu vertreten, sage ich jetzt mal. Das sage ich jetzt mit meiner bescheidenen Industrieerfahrung, aber es gibt jetzt auch keine Faustregeln, wie lange das geht. Ich kann nur teilweise Referenzbeispiele bringen oder Leute, wie lange es halt gebraucht hat, bis gewisse internationale Künstler oder auch lokale Künstler, Schweizer Künstler funktioniert haben. Aber ja, Hashtag Tretmann, die Young Champs gibt mir da eine gute Vorlage. Tretmann, was ist die Line? Trendet mit 45. Zu dem Ding, wegen 45 fällt mir auch ein, auch was ich sehr, sehr gerne mal sage, was wenige realisieren, dass eines der erfolgreichsten Alben weltweit, all-time, nämlich Thriller von Michael Jackson, von einem 50-jährigen Quincy Jones produziert worden ist. Also der Quincy ist 50 gewesen, oder plus minus wahrscheinlich 50, selber ein halbes Jahrhundert alt, bevor er Thriller gemacht hat. Und Thriller ist Stand heute, ich habe jetzt die Verkaufsstatistiken von der grössten verkauftesten Alben jetzt gerade nicht im Kopf, aber ist, glaube Stand heute immer noch, wenn entweder Nummer 1 oder Nummer 2 meistverkauftes Album weltweit. Und das hat der gute Quincy, der Produzent dahinter, für die das nicht so auf dem Schirm haben, hat er das mit 50 gemacht. Darum ja, das Geduldsspiele kann halt bei gewissen, man weiss das halt auch nicht so recht. Was ich so ein bisschen gesehen habe, bei den meisten popkulturellen Themen, bei den meisten Sachen aus den 90s, aus den 2000er-Wende, mit denen jetzt gewisse Zuschauer vielleicht gross geworden sind oder Leute, die die Materie interessiert, ist es nicht eine Regel, aber bei ganz, ganz vielen gibt es ein Muster, dass es auch gut mal 7, 8 Jahre kann gehen. Ab dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast, bis dein Aufwärtstrend so gross ist, dass vielleicht irgendwann einmal das auch ausbricht und die Masse das sieht. Aber bei so einer Entwicklung von 7, 8 Jahren, müsst ihr euch vorstellen, kommt der Mainstream vielleicht irgendwann einmal zu dir, weil du halt so gross geworden bist aus deiner Nische. Und das ist eigentlich das Schönste daran, wenn du das einfach aus deiner Nische würdest aufbauen, eben wie es in dieser Thematik auch ein bisschen darum geht, dass du kannst verstehen, Vertrauen am Prozess, was da der Sigi vorher schon gesagt hat, oder gewisse andere Leute, Vertrauen am Prozess und denkt er, es kann halt ein bisschen länger gehen, aber du wirst schon sehen, solange Wachstum da ist, solange es halt aufwärts geht, auch wenn mit kleinen Schritten, kann das sein, dass du irgendwann einmal halt zu den etablierten, erfolgreichen Künstlern gehörst. Man soll sich aber auch ein bisschen Ziel setzen. Das ist vielleicht dann ein weiterer Punkt, wo spontan auch gerade in das hineingeht, dass erfolgreiche Künstler und Künstlerinnen vielleicht auch ein bisschen verstehen, dass man mit Ziel muss schaffen oder mit Teilschritt, wo man halt ankommen will. Weil es ist wie so die Karotte, wo man an einem Pferd oder so vor die Nase tut
Und die Karotte tut man sich irgendwie gerade noch so weit, dass man die Karotte wieder erreichen, aber nicht so weit, dass man irgendwie gerade, dass man sie gerade sofort hat. Aber irgendein Ziel muss man sich halt schon legen, oder auf irgendetwas muss man halt hinschaffen. Und es gibt dann auch gewisse Künstler, irgendwie im Deutschrap gibt es ja mittlerweile auch gewisse, die sagen, ey, schau, ich mache das genau so lang, so viele Alben oder so viele Projekte und dann bin ich draussen. Hat es in Amerika auch schon gegeben, oder internationale Künstler. Ich finde das auch cool, wenn du etwas konsequent durchziehst und sagst, das alles wollen wir erreichen, und wenn ich das erreiche, dann bin ich zufrieden mit dieser Leistung, so. Da kannst du natürlich immer mehr und immer grösser machen, aber irgendwelche Zielsetzungen sollte man sich schon setzen. Und für Leute, die dann irgendwie das aus dem Marketing-Sinn nicht so verstehen, Zielsetzungen können auch etwas mega einfach sein, dass du halt sagst, das müssen nicht mega crazy Ziele sein, wo du dir vorlegst, oder mega lang ausgesprochene Ziele, sondern dass du halt vielleicht dann sagst, bis dann und dann möchte ich so und so viele Songs released haben. Oder bis zum nächsten Jahr in diesem Monat möchte ich zwei vollständige Projekte released haben und möchte etwa so viel, wenn du das halt auch als Ziel noch willst nehmen, so viel Streams haben oder so viel Follower. Ich würde das natürlich jetzt nicht so anstellen, dass man jetzt die ganze Zeit Streams im Kopf haben oder so, überhaupt nicht. Aber eher künstlerisch kann man dann halt sagen, man kann zum Beispiel den Anspruch haben, wenn man sagt, ich möchte noch so und so viel, ich möchte noch die und die Releases, möchte ich noch abschliessen bis dann und dann. Und das ist dann schon das Ziel. Das Ziel muss man nur noch ein Datum setzen, dass man das auch kann fact-checken, ob man das erfüllt hat bis zu dem Datum, aber dann hast du schon das Ziel vor Augen. Und vielleicht braucht es das dann auch. Darum sage ich vielleicht, es kann sein, dass du das alles nicht brauchst und du machst einfach deinen Sound und deine Musik. Nira New ist auch noch da, cool, dass du da noch einschaltest für die letzten 7-8 Minuten. Nira New auch für dich, wenn du da noch gerne Input willst geben. Wir reden heute ein bisschen über den Mindset von erfolgreichen Künstlern, was es alles für Einstellungen braucht oder Philosophien, wie man erfolgreich kann sein als Künstler oder Künstlerin. Aber ja, ich hätte halt gesagt, schafft halt vielleicht auch mit Ziel, für die das jetzt später werden sehen, nachher auch auf dem YouTube-Channel. Macht euch ein bisschen einen Plan, einen groben Plan, wo ihr bis mittelfristig, kurzfristig oder mittelfristig sein wollt. Es muss jetzt nicht die nächsten 5-6 Jahre sein oder die nächsten 5 bis 10 Jahre, also nicht irgendwie langfristige Ziele, aber kurz- bis mittelfristige Ziele könnte man sich zum Beispiel setzen. Das ist ein ganz pragmatisches Beispiel. Alles bis zum Beispiel 3 Jahre oder etwas, was halt absehbar ist. Bis 2 bis 3 Jahre. Nira New schreibt da noch, also, was es für ein Mindset braucht, oder was man eins entwickelt, wenn man bekannt ist. Okay, dumme Frage, macht eigentlich Sinn. Nein, voll, ist gut, dass du das fragst, Nira New. Nicht, wenn man schon dort ist, zwingen, sondern was man braucht, zum vielleicht auch dort anzukommen. Wenn man, oder was halt erfolgreiche Künstler ausmacht. Und es sind schon vorher so Sachen gedroppt worden wie Trau am Prozess, oder ich tue das jetzt ein bisschen zusammenfassen für die jetzt erst einschalten am Schluss, aber es sind ein paar gute Punkte gebracht worden. Trau am Prozess, sag nicht zu voreilig Ja zu Sachen, also überspring nicht irgendwelche Schritte, wo du solltest machen. Was ist noch gebracht worden? Helfen wir schnell. Macht es organisch auf jeden Fall. Das ist schon ein guter Punkt. Bleibt viel im Studio. Also gönnt da irgendwelche Partys, anstatt im Studio zu sein. Auch ganz pragmatisch. Aber so ein bisschen so Sachen. Was dich halt unterscheidet von Leuten, die das vielleicht halt nur auf Amateurbasis oder auf Hobbybasis machen. Schlussendlich ist dort die Unterscheidung, ob du das halt professionell willst machen oder halt einfach auf Amateurbasis willst bleiben. Das tue ich auch respektieren, und der Cola-Podcast diskriminiert auch gar niemand oder irgendjemand. Von dem her, alle sind da willkommen, auch Leute, die einfach ein bisschen Knowledge haben oder einfach Bock haben zum Einschalten und gewisse Themen interessieren, aber jetzt dann nicht mega erfolgreich werden mit ihrer Musik oder wenn ihre Rechnungen zahlen irgendwann mal damit. So, da in dieser Stunde ist es jetzt eher ein bisschen darum gegangen,
wenn du halt wirklich irgendwann willst auch erfolgreich sein, also wirtschaftlich vielleicht auch erfolgreich mit deiner Musik. Also okay, danke Nirandio, aber cool, dass du da noch einschaltest am Schluss noch, für die letzten 4 Minuten. Ja, für die das jetzt noch sehen, ihr werdet auch den Recap nachher noch in der Story sehen oder auch später auf dem YouTube-Channel. Meistens ist das 3-4 Tage später auf dem YouTube-Channel, aber danke für die da mitgemacht haben. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sich da noch so viele Meinungen zusammensammeln. Ich bin da sehr, sehr froh, wenn ihr auch euren Input gebt. Weil ich es auch nicht immer so aussehen lasse, als würde ich da die ganze Zeit schwätzen, sondern es ist mir ein wichtiges Anliegen, dass es wirklich auch ein Community-Ding ist und eigentlich Diskussion oder das Podium euch überlassen wird, da im Chat. Ich werde auch sicher noch viel, viel mehr Diskussionen können starten irgendwann mal. Aber für die das jetzt da zum ersten Mal vielleicht gesehen haben, das wird es jeden Mittwochabend da geben. Und sonst auch gerne auf meinem YouTube-Channel, wo ihr im Link findet. Gibt es auch ganz viele Diskussionen oder Themen zum Musikbusiness für halt Musikschaffende, Produzenten oder Leute, private Leute, die das einfach interessiert. Und ich würde sagen, das ist jetzt mal wieder eine anständige Folge geworden, wo es ein bisschen um den Mindset gegangen ist. Das ist jetzt nicht ein abschließendes Gespräch. Ich glaube, wir können noch locker 3 Stunden über das reden, was es noch alles braucht, um ein erfolgreicher Künstler oder eine Künstlerin zu sein. Aber vielleicht ist das gerade die nötige Inspiration gewesen oder Motivation für die Leute, die nachher die Folge später werden schauen, die Episode, und ihren Arsch vielleicht wollen ein bisschen mehr bewegen. Weil ja, am Ende vom Tag geht es natürlich einfach darum, dass du deine Zeit gut einsetzt und dass du dich vielleicht nicht ablenken lässt von Sachen, die gar nicht relevant sind für dich als Künstler oder Künstlerin. Von dem her ist die Folge jetzt, oder die Episode, ist dieser ganzen Einstellung oder dem Mindset gewidmet. Ja, ich bin glaube fertig für jetzt. Bald mal. Die Leute verabschieden sich da langsam schon. Danke vielmals, dass ihr mitgemacht habt da. Und man sieht sich hoffentlich bei einem nächsten Mal. Gebt ein bisschen Love am YouTube-Channel, wenn euch das interessiert. Ich mache da jetzt noch ein bisschen einen Plug für mich selber noch, beziehungsweise für den Channel. Wenn euch die Materie wirklich interessiert, sharet ein paar von diesen Videos. Ich zwinge das natürlich auch niemandem auf. Sharet die Thematiken mit Leuten, die ihr kennt, oder vielleicht irgendwelche Künstler, oder Leute, die irgendwie ins Musikbusiness kommen wollen, weil ich will da nicht auch nur Leute ansprechen, die Musiker sind, sondern vielleicht auch einfach Leute, die privat irgendwann mal ins Musikbusiness, also mehr auf der Business-Seite wollen reinkommen in das Spiel. Darum share da gern die YouTube-Videos, die ihr findet auf Cola Podcast. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out.